Hallo zusammen, hier ist der Klitus von Crown Crew. Ich begrüße euch herzlich zum Crown Crew Gameplay Number 1. Das erste Gameplay, wo wir als Team gegen ein anderes Team kämpfen. Crown Crew, wie ihr vielleicht wisst, ist ja kein Clan. Wir sind einfach ein paar Kollegen, die sich das mit dem Crown im Gamertag mal überlegt haben. Und seither ab und zu zusammen umziehen, aber wir haben keine speziellen Zeiten oder Tage, wo wir jetzt trainieren, aber ergibt sich's und da ist mir genug für das ganze Team, so auch hier. Wir spielen gegen T-Rex als gegnerisches Team und es ist so, dass wir vorher schon 2 Games gegen die gespielt haben, aber dort sind wir leider nur zu 4 gewesen, sind zu 5 und hier in dem jetzt unterstützt uns der Isodope noch. Das heisst, der Trappy, der Merit, der Quasti, der Isodope und der Klitus. Das heisst 5 gegen 5. Was schon noch wichtig ist, dass man gleich viel ist, weil wenn jemand fehlt, man merkt es einfach schon. Man merkt es einfach schon, dass man ein bisschen im Nachteil ist. Die Map, die wir hier spielen, ist Interchange und zuschauen tun wir dem Trappy. Interchange finde ich eigentlich noch ganz eine coole Map, weil gerade im Domination ist es am Anfang so, dass man nicht in der Nähe von C oder A startet, sondern wenn ihr euch die Map als Viereck vorstellt, wo das B in der Mitte ist und vielleicht das C unten links und das A oben rechts, starten eigentlich die verschiedenen Teams genau in den Ecken, wo schlussendlich keine Punkte sind, die man reinnehmen kann. Das bedeutet, dass man am Anfang eigentlich nicht klar vor sich hat, wo man jetzt her muss, wie auf vielen anderen Maps, sondern die Wege sind eigentlich zum A, B und zum C fast gleich lang. Das führt dann häufig zu ziemlich netten Überraschungen, wenn sich plötzlich herausstellt, dass beide Teams zum A ziehen oder so. Aber das ist jetzt hier nicht der Fall gewesen, weil wir uns gedacht, am gescheitsten dafür sorgen, dass wir gerade zu 2 Punkten herziehen. Und das haben wir hier auch gemacht. Im Moment sind wir noch ein bisschen hinten drin, aber das B verteidigen wir jetzt natürlich bis zum geht nicht mehr. Das B ist auch relativ speziell, weil es bietet eigentlich wenig Deckung und gleichzeitig ist es durch die Kraterform eigentlich sehr einfach mit Granaten dort innen einen rauszupicken. Oder mehrere. Weiter ist es so, dass zum Verteidigen kann man sicher hier in der Ecke beim B ein bisschen campen am Rand. Aber ist auch ein bisschen schwul, finde ich. Und darum ist es gut, wenn man hier immer in Bewegung bleibt, wie der Trappy. Man stirbt vielleicht 1-2 Mal mehr, aber man ist eigentlich immer in Bewegung, kann sondieren, wo sind Gegner, kann das durchgehen, mit dem Team kommunizieren. Und als Rusher sorgt man eigentlich auch immer ein bisschen dafür, dass Gegner weggedrückt werden. Der Rest vom Team ist vielleicht nicht ganz so aktiv. Ihr seht eben, wie Bewegungen sind hier auf der Minimap. Was aber nicht heisst, dass wir weniger wichtig sind, sondern im Gegenteil, nebst denen, die immer in Bewegung sind, braucht es natürlich auch die ein bisschen aufpassen, ein bisschen defensiv spielen, zwischen B und C zirkulieren. Auch Gegner ausrufen, Positionen bekannt geben und dafür sorgen, dass halt die 2 Punkte gehalten werden. Weil um das geht es schlussendlich. Klar können da alle drücken und am Schluss hat man alle 3 Domination-Punkte eingenommen. Maximale Dominierung sollte man aber eigentlich nur dann anstreben, wenn das gegnerische Team wirklich nicht gut ist. Weil das Problem ist, wenn man alle 3 Domination-Punkte hat, dann hat man auch die Schwierigkeit, dass die Spawns einerseits nicht mehr ganz so einfach vorauszusagen sind, wenn man sie überhaupt voraussagen kann im MW3, aber andererseits sorgt es einfach für eine etwas chaotischere Spielweise, finde ich. Weil 3 Punkte einnehmen kann immer heissen, der Gegner ist schon wieder an 2 dran, wenn man plötzlich hinten beim C spawnt, ist der Gegner vielleicht am A und am B dran. Und das Resultat vom Triple Cap, also wenn man alle 3 hat eingenommen, ist dann, dass man am Schluss nur noch 1 hat, nach wenigen Sekunden oder nach einer Minute schon. Darum gescheiter einfach schauen, dass man 2 sauber verteidigen. Und so kann man dann eigentlich tiptop den Sieg auch erreichen. Wenn man jetzt
ja, zu gierig ist, wie so häufig, dann kann es eben sein, dass sich das Blatt wendet. Hier hat es sich aber für uns zum Glück nicht gewendet. Ihr seht, es läuft tiptop. Traffic geht jetzt mittlerweile sogar so weit und pusht zum Anführen. Ein Versuch ist es wert. Jetzt seht ihr, jetzt haben wir alle 3 eingenommen kurzzeitig. Jetzt mal beobachten, was passiert. Wir sehen, die Aufteilung ist klar. Wir haben ein paar Leute beim A, die angegriffen werden. Trapid ist beim B, wir haben ein paar hinten beim C. Ja, ist jetzt gerade ein bisschen unglücklich gelaufen, aber ihr habt gesehen, sie sind eigentlich zwischen A und B dort auf der Seite gespawnt. Sie sind dort abkassiert worden, wobei es scheint noch einiges bei A zu sein, aber auch beim C hat es vorhin geheißen, wir verlieren es. Jetzt scheint das Problem vom Gegner eventuell zu sein. Oh Scheiße, das hat fast nach einem Fünfer ausgesehen. Dass sie nicht als Team auf einen Punkt draufziehen. Und das ist ganz wichtig, wenn man dominiert wird. Dann müssen wir eigentlich als Team auf einen Punkt ziehen, weil das heisst, man hat maximale Kraft. Es ist übelst schnell eingenommen, der Domination-Punkt. Und so bekommt man eigentlich wieder eine Chance, ja, wie soll ich sagen, wieder anzuknüpfen am Spiel. Weil wenn man einfach komplett dominiert wird, ist es schwierig. Jetzt ist es hier passiert, dass der Gegner sich da wieder geholt hat mit vereinter Power. Das hat gut funktioniert. Darum, wie gesagt, diesen Tipp nicht vergessen. Sollte er voll dominiert werden. Alle auf einen Punkt. Alles andere ist eigentlich sinnlos. Ja, ich hoffe, es hat euch gefallen. Merci auch an T-Rex Clan. Schönes Spiel gewesen, oder schönes Spiel gewesen. Wir sind froh, dass wir am Schluss doch noch eins gewonnen haben, wo wir dann ausgeglichen waren. Schöne zusammen.